Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 18. Bundesligaspieltag. Ja, und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nichts und ihr unterstützt damit noch das, was ich hier so tue. Wa? Von daher, vielen lieben Dank, wenn ihr das tun solltet. Und damit gehen wir rein in den Bums. Zusammen, auf geht's in die Rückrunde. Alle Teams sehen sich wieder, genauso wie wir immer. Willkommen zur Pressekonferenz mit Vincent Kompany und Max Eberl. Und wir beginnen ein bisschen zerknirscht, war es noch nie lange wach. Hier vorne Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Ja, guten Morgen, Herr Kompany. Was für ein Spiel erwarten Sie morgen und worin sehen Sie die Stärken der Wolfsburger? Ja, ich glaube, dass der Trainer Ralf immer wieder... Ich habe es ja auch schon in meinem Taktikfuchs gesagt, ich erwarte einen etwas offensiveren Gegner, kein Gegner, der sich hinten reinstellt. Ich erwarte auch ein etwas schwierigeres Spiel. Ich denke, Wolfsburg wird auch Gegenpressing versuchen. Wer den Fußballstil von Ralf Hasenhüttl sich ein bisschen mit beschäftigt hat. Die Frage ist, ob sie es umsetzen können oder ob wir einfach die Übermacht haben, sie in die eigene Hälfte zu drängen dauerhaft. Das werden wir sehen, aber ich denke, das ist so der erste etwas härtere Test. Ja, es wird schwieriger als die beiden Spiele vorher. Der Intensität bringt in seine Mannschaften. Der Trainer ist körperlich stark, aber seine Mannschaft auch, seine Spieler auch. Und das ist immer ein sehr physisches Team, viel Geschwindigkeit in der Mannschaft, auch Qualität. Und ins Offensive können die immer was machen mit den Spielen, das die haben. Also, das sind die Stärke von Wolfsburg, aber natürlich haben wir unsere Stärke und das ist unsere Hoffnung, dass es morgen wichtiger ist. Dankeschön. Dann in der Mitte ja Felix Roder. Die Hoffnung haben wir auch, dass unsere Stärke die entscheidende ist, wa? Für Antenne Bayern. Hallo zusammen, zuerst mal eine Frage an den Coach Vincent. Sie sind englische Wochen gewöhnt, jetzt kommt man aber aus einer Pause und jetzt ist es schon ziemlich krass, was da ansteht. Wie nehmen Sie die Mannschaft wahr? Bleibt da überhaupt Zeit, sich wirklich konkret auf den Gegner vorzubereiten? Alter, die machen da einen Wirbel drum, das ist seit Jahren so, das ist doch jetzt nichts Neues. Also, verstehe ich nicht. Sorry. Ja, da wird gerade ein Wirbel rum. Englische Woche, englische Woche, englische Woche. Ja, das ist seit Jahren beim FC Bayern so. Das ist absolut nichts Neues. Ändert sich irgendwas für Sie? Und Frage an Herrn Eberl. Es wird immer wieder jetzt über Jonas Urbich diskutiert als neuen Torhüter. Was würde denn der Transfer konkret für Alexander Nübel bedeuten? So, was ich dazu sagen kann, ist natürlich immer, besonders wenn du aus einer, nicht Urlaub, aber Pause kommst und dann kleine Vorbereitung und sofort 3 Spiele, ist natürlich ein bisschen anders. Und wenn du das einzige Freundschaftsspiel nicht machen kannst wegen Verletzung oder krank oder was dann auch, dann ist deine Vorbereitung eigentlich schon die offizielle Spiele, was wir jetzt machen. Und zum Beispiel für Spiele wie Serge und Jamal und diese Spiele, und Stanisic auch, die vielleicht diesen Rhythmus noch nicht haben, ist es natürlich so, dass die das in die offizielle Spiele bekommen muss. Aber wir haben das bis jetzt gut hinbekommen. Und ja, wir kommen auch näher dran, dass die Spieler jetzt auch 100% fit sind, alle. Aber es ist natürlich immer anders nach der Pause, englische Woche, das stimmt. Und bei mir ist es relativ simpel. Das Leben ist kein Konjunktiv, sondern die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Jonas Urbich Spieler beim 1. FC Köln ist. Daniel Perez, Ulle und Manu bei uns. Alex Nübel ist beim VfB Stuttgart und dementsprechend, wenn dann irgendwelche Entscheidungen mal gefallen sind, in welche Richtung auch immer, dann können wir gerne darüber reden, aber nicht, was wäre, wenn. Oh, das gequälte Lachen. Das gequälte Lachen. Max Eberl steht unter Druck, Leute. Ja, hat man sich aber selber eingebrockt, den ganzen Scheiß mit den auslaufenden Verträgen. Da ist man selber schuld, Alter. Dann ist Carrie Howe an der Reihe für Sky. Sorry. Ja, hallo zusammen. Herr Kompany, die Hinrunde ist jetzt offiziell vorbei. Welche Note geben Sie dieser Hinrunde und was muss in der Rückrunde besser werden? Eine Frage an Herrn Eberl. Wie stabil ist noch der Geduldsfaden bei Ihnen in Bezug auf den Berater von Alphonso Davies? Dankeschön. Ich weiß nicht, ich bin nicht beschäftigt mit einer Note zu geben, für was wir gemacht haben bis jetzt, aber... Okay, dann gebe ich eine Note.
Note 2. Warum Note 2? Weil wir aus dem Pokal ausgeschieden sind, sonst wäre es aus meiner Sicht Note 1. Weil Champions League haben wir sehr gute Chancen, in der Bundesliga sind wir Erster. Wir haben uns sehr gut weiterentwickelt. Wir haben aus Fehlern gelernt, siehe nach dem Spiel in Barcelona. Jugendspieler einbinden. Ja, dafür können wir eine halbe Note abziehen. Also wären wir bei einer 2, 2-. Was ordentlich ist, womit man nicht hätte rechnen können, ja, nach deren Leistungen die letzten 1,5, 2 Jahre. Ja, das ist ja fast 1:1 dieselbe Mannschaft, mal abgesehen von Michael Olisse. Also von daher, Hut ab. Wer mehr dazu wissen möchte, guckt euch gerne meine Videos an, wo ich das Fazit ausführlich sage. Sehen ist, dass die Hunger da ist, dass die Jungs immer wieder bereit sein, die Leistung ein bisschen weiterzubringen, ein bisschen besser zu werden. Und das ist für mich wichtig, dass wir das behalten. Und ich bin nicht eine, die so jetzt sagen wird, das reicht, aber ich weiß auch, was wir gut gemacht haben und das will ich unbedingt behalten. Und ja, diese Priorität ist natürlich, dass wir einfach morgen wieder ein komplettes Spiel machen können, dass wir siegen können. Das haben wir aufgemacht bis jetzt und hoffentlich geht es so weiter. Ja. Grundsätzlich ist Geduld keine Qualität von mir. Das sage ich ganz ehrlich. Ich bin ungeduldig, wenn ich was erreichen will, will ich es erreichen. Sehr schön, bin ich auch. Aber jetzt bei den ganzen Gesprächen, ob es jetzt bei Alfonso ist, bei Josh ist, bei Jamal ist, bei Leroy ist, also bei den ganzen Vertragsverlängerungen, die ja seit Wochen bei uns Thema sind, und das ist auch so, also kann man ja nicht wegdiskutieren, wollen wir auch gar nicht, wir stehen ja auch Rede und Antwort immer wieder, aber wir sind halt immer mit Fakten, versuchen wir zu agieren, und klar, wir lesen ja auch, zumindest werden wir damit gebrieft, was alles um uns herum geschrieben wird, dass jetzt das eine Gerücht gescheitert und jetzt doch wieder Annäherung und doch wieder gescheitert und doch wieder Annäherung und doch wieder gescheitert und doch Emotionalität. Da kann ich einfach immer nur dasselbe sagen, dass natürlich jeder, sowohl wir als Verein, aber auch die Beraterseite natürlich für den Spieler das versuchen, einen Vertrag zu finalisieren, der für alle Beteiligten gut ist. Und da gibt es Gespräche, da gibt es natürlich Standpunkte, die oftmals beginnend auf unterschiedlicher Seite stehen. Und dann versucht man sich anzunähern und jeder auf seine Art und Weise. Und das ist das, was wir in den letzten Wochen und Monaten getan haben, was wir jetzt immer noch tun. Ich erzähle immer wieder von... Das ist das Traurige, ja. Das ist das Traurige, was wir jetzt immer noch tun, die letzten Wochen und Monaten. Alter, um was ficken wir da rum? Er hat sich letzte Saison da hingesetzt, hat gesagt, Alfonso Davies, das ist unser letztes Angebot, nimm es an oder lass es. Ja, und jetzt lässt man sich da vorführen, wenn man auch nur ansatzweise der Presse glauben darf, was da steht, Alter. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, was das wieder für eine Außenwirkung ist für unseren Verein, Alter. Von guten, offenen Gesprächen, da hört aber eben auch mal die Diskussion dazu, und ich glaube, das ist auch völlig legitim. Deswegen mein Geduldsfaden, der ist noch sehr, sehr stark, obwohl es, wie gesagt, nicht meine Stärke ist, und wir werden versuchen, eben für alle Beteiligten, ich speziell für FC Bayern München und für den Kader für die Saison 25, 26 und darüber hinaus einfach die besten Entscheidungen zu fällen, und die Diskussionen laufen gerade. Dann bitte Klaus Bergmann für die... Wenn der allein 15 Millionen, ja, das wäre schon eine Farce. Alfonso Davies, sage ich euch, wie es ist. Aber wir reden da, wenn man den Zeitungen glauben darf, um 20 Millionen, Alter. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Ja. Das wäre eine Katastrophe. Weil jeder andere Spieler, der dann diese Durchschnittsleistung wie ein Alfonso Davies leistet, der wird sich nicht mit weniger Geld zufrieden geben. Ja. Das war schon das Problem der letzten Jahre, dass diese Durchschnittsspieler alle um die 17, 18, 19, 20 Millionen verdienen. Und man lässt sich wieder auf der Nase rumtanzen. Ne? Katastrophe. Für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompanie, Sie hatten gerade schon gesprochen, so, Sie wollen keine Note vergeben und sowas. Aber Sie haben ja wahrscheinlich mit Ihrem Trainerstab und so auch analysiert diese Hinrunde. Was ja auffällt, sind 53 Tore. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt hauptsächlich der individuellen Klasse der Mannschaft geschuldet, oder wie viel führen Sie auch auf den veränderten Spielstil zurück, früher offensiver anzugreifen, schneller Bälle zu gewinnen? Haben Sie da Daten vorliegen? Können Sie sagen, ja, das hat uns dazu hingeführt? I think, if that's okay in English, I think 90% of the job is
the individual quality of players. Maybe 99% of the job. So I have no arrogance when it comes to that. I have no desire to be making myself important about these things. It's good players, wanting to perform, wanting to run, wanting to be active in every phase of the game together, and in good times and bad times. And then you have the possibility to achieve certain things. You know, goals is something that I would always put forward for any of the teams I'm able to coach. It's something that, you know, I'm a defender, but I grew up, like I said, in Brussels and in Anderlecht and street football. And for me, it was all about the things you could do when you have the ball, when you know, when you're looking to score goals. So that stays in who I am, in my personality, for sure. Like I said, although I've been a defender. But I would always credit the team, and I think sometimes it's outside perception to make, you know, I think everything's always about the coaches and stuff, and it's normal. We make a lot of important decisions. That's true. That's my job as well, and the energy of the squad and the clarity and the plan and all these things. But I really think that. Und das macht er auch sehr gut, ne? The why so many coaches can be successful with so many different styles and so many different ideas is because they have good players, and that's the key thing. And other than that, it's mainly to inspire them, to give them clarity, to give them a line, and that's my job. Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Eine Frage an beide als Ex-Spieler auch. Es gab eine sehr kuriose Szene jetzt im Spiel gegen Hoffenheim, als Rafael Guerreiro diesen Einwurf an den Rücken von Olise schmiss. Da wurde relativ viel darüber diskutiert, ob das fair ist oder nicht fair. Ihr Ex-Kapitän Lars Stindl hat gesagt, er findet das nicht so gut, bei so einem Spielstand das zu machen. Kennen Sie sowas aus Ihrer Spielerzeit, dass man sowas macht, diese Taktik sozusagen, den Ball schnell zu machen? Und wie finden Sie das? Ja, schnelle Einwürfe finde ich sogar für die Fußballfans gut, weil dann ist das Spiel nicht so oft, wie sagt man das? Darüber regen sich die Leute auf, oder was? Habe ich nicht mitgekriegt. Ist ja schon wieder wild, Alter. Ja, wir haben ja keine anderen Sorgen im Fußball, über was man sich aufregen könnte. Schon richtig. Unterbrochen, genau. Aber ich hab das jetzt nicht überanalysiert. Das ist, Rafa Guerreiro hat das schon oft gemacht in seiner Karriere. Er ist auch ein kreativer Spieler, und kreative Spieler machen kreative Dinge auf dem Platz. Und das gehört dazu. Wir können immer nachdiskutieren, aber letztendlich, das ist auch nicht unbedingt was, das ich aus unserem Spiel haben will. Das gehört bei was wir machen wollen, auch manchmal einfach kreativ sein können und das unterstützen und nicht wegholen aus dem Spiel. Und für mich, also es ist für mich kein Verhöhnen. Also er hat einfach kreativ versucht, das Spiel schnell zu machen, wie Winnie gesagt hat er schon öfters gemacht. Es gibt auch kreative Eckenvarianten, ich weiß nicht, ob ich das im Kopf ist. Da geht einer raus, legt den Ball hin, tippt mit dem Fuß drauf, der andere geht hin und dribbelt dann ins Zentrum rein. So, das ist einfach ein paar kreative Dinge, die im Fußball ja gänzlich eigentlich unmöglich sind, weil alles ist gläsern, alles ist transparent, jede Analyse sagt eigentlich alles, was bei Standard oder irgendwo passiert. Und manchmal sind halt Dinge, die einfach ein Spieler einen Geistesblitz hat, was ich jetzt aber nicht dramatisch und nicht schlimm finde. Also wie gesagt, verhöhnen, das ist für mich so ein bisschen, das gehört sich nicht, wenn ein Gegner, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, oft am Boden lag, weil er verloren hat und hoch verloren hat, dann macht das keinen Spaß. Und wenn dann der Gegner noch sich darüber lustig macht und, keine Ahnung, zwei Spieler sich in der letzten Reihe 10-mal den Ball hin und her spielen, das ist ein Stück weit was anderes. Aber das fand ich eher kreativ und witzig. Mario Krischl für den Kicker, bitte. Vielleicht noch die obligatorische Frage nach dem Personal. Wie sieht es da aus? Hat sich im Vergleich zu Mittwoch irgendwas verändert? Und dann noch in Bezug auf die Rechtsverteidigerposition. Da durfte ja jetzt am Mittwoch mal wieder Rafael Guerreiro ran. Für uns ist das ja immer so das Indiz, wenn ein offensiv stärkerer Gegner kommt, dann spielt Conny Leimer, das Zweikampfmonster.
Und wenn die Bayern wahrscheinlich noch ein bisschen mehr den Ball haben, dann Rafael Guerreiro, der spielstarke, dribbelstarke Spieler. Vielleicht kannst du mal beschreiben aus deiner Sicht die Unterschiede der beiden. Sind ja eigentlich auf dem Papier beide keine Rechtsverteidiger. Ja, mittlerweile sind es beide Rechtsverteidiger. Das ist jetzt Fakt. Aber nein, es stimmt, dass das unterschiedliche Spielertypen sind, aber ich glaube nicht, dass ich der eine oder der andere mehr Vertrauen in eine Situation oder weniger Vertrauen in eine Situation. Die könnte für mich beide alle Spiele spielen, aber das gehört dazu, dass wir eine kompetitive Kader brauchen, dass wir für jede Position Doppelbesetzung wollen. Und das war auch wichtig, weil wir haben viele Verletzungen gehabt, nicht viele Verletzungen, aber wir haben Sascha Boye und Stanisic gehabt, die langfristig ausgefallen sind. Und darum war das wichtig, einfach, dass die Spieler, dass wir einfach diese Qualität hatten für diese Position. Aber ob jetzt der eine oder der andere spielt, es ist für mich einfach wichtig, dass wir ich habe volle Vertrauen in beide. Und wenn es manchmal Rafa ist, dann ist es Rafa. Wenn das manchmal Koni ist, ist es Koni. Und die haben es beide gut gemacht bis jetzt. Und das ist auch ein bisschen ein Luxusproblem, das wir haben. Aber nicht unbedingt, dass der eine oder der andere nicht spielen kann in bestimmte Spiele. Auf jeden Fall. Aber die Kreativität von Rafa kennen Sie auch, haben Sie gerade besprochen mit den Einwürfen. Hat er auch gezeigt mit seinem Tor. Koni arbeitet natürlich auch sehr hart, aber das macht Rafa auch. Aber Koni hat auch das Tor gemacht gegen Leipzig, und wobei das auch eine kreative Aktion war. Das heißt, das sind einfach gute Spieler, die gehören auf diese Level, und wir nützen die. Zur Personalfrage, ja, immer schwierig. Wir haben für 48 Stunden gespielt. Ich muss die Spiele noch mal heute im Training sehen, aber ich gehe davon aus, dass wir Stanisic zurück im Kader haben, und das ist auch sehr positiv für uns. Aber er gehört natürlich zu diesen Jungs, die noch keine Vorbereitung hatten, und deswegen brauchen wir noch Geduld. Dann daneben nochmal Vincent Schirpke. Harry Kanes Elfer-Serie ging ja gegen Hoffenheim weiter. Können Sie uns mal mitnehmen? Übt er das weiter täglich im Training immer extra, oder was glauben Sie, warum ist er so erfolgreich vom Punkt? Ja, erstmal, weil wir sehr viel angreifen. Und erstmal, weil er eine Maschine ist. Deswegen haben wir immer eine Chance, auch diese Situation zu bekommen, weil wir immer da sind im Torraum. Und das ist auch eine Qualität. Der arbeitet natürlich sehr, sehr oft, aber ich könnte genauso viel arbeiten wie ihm auf die 11 Meter, und das würde nicht so klappen. Also das ist eine Qualität, ja. Aber erarbeitete Qualität. Und mehr will man natürlich nicht darüber sagen, weil das ist schon außergewöhnlich, was er bis jetzt geschafft hat. Machen wir noch 2 Fragen, glaube ich. Gary Howe für Sky. Ja, wir haben jetzt schon über viele Außenverteidiger gesprochen. Ein junger Außenverteidiger noch bei Ihnen im Kader ist Adam Asnou. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Wie macht er sich im Training? Top. Wann ist vielleicht nochmal der Schritt da, ihm ganz nah dran, ein bisschen mehr Einsatzzeit zu geben? Oder ist es einfach dieser hohen Konkurrenzsituation geschuldet, und daran anknüpfen an Herrn Eberl? Ist da eine Möglichkeit noch da, vielleicht für eine Leihe im Januar, oder ist das ausgeschlossen? Danke. Ja, er wird, ich habe es ja schon oft genug gesagt zu Adam, Stani kommt zurück. Ja, irgendwann wird ein Ito zurückkommen, auch wenn das noch dauern wird, wie es aussieht. Wo soll der Junge da Spielzeit kriegen, wenn er sie nicht bis jetzt gekriegt hat? Also, kannst du knicken. Ich glaube, für junge Spieler ist es immer wichtig, diese ersten 6 Monate, wo die in die erste Mannschaft sein. Es ist ganz oft sehr wichtig, dass sie natürlich spielen, viel spielen. Aber es gibt eine gewisse Periode, wo du eigentlich diese Adaptation genießt, wenn du in der ersten Mannschaft trainierst. Und dann ist es vielleicht wichtiger, dass du diese Trainingeinheiten bekommst mit der ersten Mannschaft. Und das hat er bis jetzt sehr gut gemacht. Und ja, sonst bleibt es immer eine Konkurrenzdiskussion. Es bleibt FC Bayern München, und das ist nicht einfach. Aber ich glaube, in langfristiger Planung mit Max,
besprechen wir immer, wie die Spiele irgendwie irgendwann eine wichtige Rolle bekommen können für die Mannschaft. Aber das ist natürlich immer ein bisschen schrittmäßig, das geht nicht so, das kann man nicht artifiziell pushen. Ja, das ist, was Vinny gesagt hat, die ersten 6 Monate. Adam ist ja schon ein bisschen länger dabei beim Profikader. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du halt auch Spielzeiten brauchst, um einfach den nächsten Schritt auch zu gehen, weil sonst sagt man irgendwann nach 2 Jahren, er ist stehen geblieben, der klassische Spruch eines Vereins. Und dann muss man sich ab und zu auch mal in die eigene Nase packen, warum er stehen geblieben ist. Deswegen, wenn da irgendwas Schlaues, Intelligentes ist, das ist ja das, was man ja auch nicht da nach außen trägt. Wir sind ja ständig mit unseren Spielern im Austausch und versuchen da einfach für alle Beteiligten, das, was ich vorhin gesagt habe, bei den Verträgen, aber eben auch bei der Perspektive, bei der Entwicklung gute Schritte zu gehen. Und wenn irgendwas Interessantes kommt, und dann werden wir uns tief in die Augen schauen, weil jetzt kommt Stani zurück, hoffentlich kommt irgendwann auch Hiroki zurück und dann wird es natürlich viel noch schwieriger. Und das ist dem Jungen natürlich auch bewusst und dementsprechend zusammen was zu finden oder wenn sich was ergibt, um eine Leihe auch noch zu tätigen, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja, ist halt schade, dass man das versäumt hat. Wir haben ja auch Spiele gehabt, wo gar kein Außenverteidiger da war und selbst da hat man Adam nicht vertraut. Ich habe ja mal eine These dazu schon aufgestellt im Stream. Stellt euch vor, ich meine, Fonsi am Anfang der Saison war Katastrophe. Stellt euch vor, man hätte den Adam dahingestellt und der hätte performt. Was wäre da mit Fonsi Davies gewesen? Ne? Was wäre dann mit Musialas Bro gewesen? Der wäre ja außen vor gewesen und man hätte gar nicht darüber nachgedacht, eine Vertragsverlängerung einzugehen. Also, riesiger Rattenschwanz, was da hinten dran hängt. Ich glaube, er ist schon diesem System ein bisschen zum Opfer gefallen, leider. Weil in der Vorbereitung, was er da gezeigt hat, war bärenstark. Ja. Da gab es keinen Grund, nicht mal zu sagen, was weiß ich, Kiel, Pauli, sonst was, mal zu sagen, komm, ich schmeiße mal einen Adam da rein. Ja. Das hat man nicht getan. Ja. Fragt euch mal, aus welchem Grund. Okay, zu guter Letzt, Heiko Nitterer nochmal. Ich habe noch mal eine Frage zu einem ganz anderen Thema an Max Eberl. Es gab ein Plakat der Fans mit Kritik an den Forderungen nach mehr TV-Geld, also in der Südkurve jetzt gegen Hoffenheim. Da stand unter anderem auch das Wort Wettbewerbsverzerren drauf. Wie ist da Ihre Meinung zu dem Thema und was sagt das aus, wenn sogar die eigenen Fans anscheinend der Meinung sind, dass da die Schere ein bisschen zu weit auseinander geht? Also ich kenne das Thema jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich war einmal auf der einen Seite der Nahrungskette, habe mich da mit Gladbach auf den 4. Platz der Fernsehgeldtabelle vorgearbeitet mit Erfolgen und war damals extrem glücklich, dass eben auch Erfolg dann auch bonifiziert wird. Weil nur dann kannst du auch konkurrenzfähig bleiben, was dann den nächsten Schritt betrifft, nämlich internationaler Fußball. Also es ist immer so dieses Dusch mich, mach mich nicht nass Prinzip. Wir wollen gerne die Bundesliga schön breit haben, aber international sollten wir wieder auch die Champions League gewinnen. Und das ist halt irgendwann ein Spagat, den gibt's nicht der funktioniert einfach nicht. Ich finde die Bundesliga extrem solidarisch, wie wir aufgestellt sind. Und es gibt jetzt nicht elementar viel Geld. Ich bin super happy, was die Geschäftsführung der DFL für den Fernsehvertrag erarbeitet hat, weil es einfach die Stabilität bei uns bedeutet. Wenn man andere Ligen anschaut, wo Fernsehgelder runtergehen, haben wir die Stabilität erhalten. Das ist für mich ein großartiger Erfolg. Und jetzt gilt es eigentlich, das, was man schon hat und vorher hatte, auch wieder gerecht zu verteilen. Und dann kann man Nuancen anpassen, was eben junge Spieler, was Entwicklung bedeutet. Aber das große Ganze ist dann eben, wenn du erfolgreich bist. Und ich glaube, das ist bei Springer nicht anders. Wenn ihr erfolgreich seid, dann werdet ihr auch mehr von Sponsoren und von Werbung profitieren als vielleicht das Augsburger Tagblatt, wenn ich das so sagen kann. Und dann sagt ihr auch nicht, okay, wir geben Augsburger Tagblatt auch nochmal was ab. Ihr macht einen guten Job, wir machen einen guten Job als Bayern München, als erfolgreiche Vereine. Und dann versuchst du natürlich auch da im Rahmen, dass alles eben auch einen guten Wettbewerb behält. Und ich finde, die Bundesliga, das sieht man ja auch gerade wieder. Also wir reden ja auch über Leverkusen, wir reden über Leipzig, wir reden über Frankfurt, wir reden aber auch über Mainz, wir reden über Wolfsburg. Vereine, die vielleicht in den letzten Jahren, gerade Mainz und Wolfsburg, jetzt nicht super erfolgreich waren, dementsprechend in der Fernsehgeldtabelle jetzt nicht oben dran sind und trotzdem machen sie einen guten Job. Weil Geld alleine ist es nicht. Es ist natürlich eine Möglichkeit und trotzdem musst du dann eben noch schlau und intelligente Arbeit tätigen. Das tun solche Vereine, deswegen gibt es auch immer wieder Überraschungen. Lange Antwort auf die kurze Frage. Aber ich finde, dass wir in der Bundesliga schon sehr solidarisch sind. Und dass wir dann in unserem Rahmen auch als Bayern München einen Standpunkt haben. Ich finde, das sollte auch nur legitim sein. Danke Max, danke Winnie, danke euch. Bis morgen. Danke. Servus. Bis morgen. Gehe ich mit. Ja, ich sehe das nicht so, dass man da aus der eigenen Fankurve da irgendwas machen muss. Ich habe schon 100 Mal gesagt, was wäre, wenn wir uns selbst vermarkten würden. Ja, dann
dann wird die Bundesliga ganz alt aussehen und alle anderen Vereine, die da drin sind. Ja. Das sollte man mal bedenken, wer die Zugpferde sind. Und das ist international gesehen der FC Bayern. Nicht Bayer Leverkusen, nicht Wolfsburg, nicht Mainz. Vielleicht ein Stück weit noch Dortmund. Und dann hört es aber auch schon auf. Ja. Also da muss man dann auch mal auf dem Boden bleiben. Und ich denke auch, wir geben schon viel ab. Ja, und am Ende des Tages vertreten wir die Interessen des FC Bayern, ja. Und nicht der FC Bayern ist dafür da, dass es 18 Vereinen in der Bundesliga gut geht. Ja. Weil andere Vereine interessiert das auch ein Scheißdreck, wie es den FC Bayern geht. So in dieser Diskussion halt mal auch umkehren kann. Ne? So. Soll der FC Bayern jetzt auf Geld verzichten und nehmen wir Spitzen was mal zu und nicht mehr international konkurrenzfähig sein, damit es allen 17 anderen Bundesligisten besser geht oder was? Das kann ja auch nicht zielführend sein, ja, weil dann hast du den Rattenschwanz, dann ist keine Mannschaft mehr wirklich interessant international gesehen, die Fernsehgelder international sinken und bla und Sülz und alle kriegen weniger Geld. Aber das ist eine Diskussion, eine never-ending Story, ja. Also in diesem Sinne, ja, die eine oder andere interessante Frage. Wir sind weiter gespannt auf die kommenden Wochen und Monate. Das wird sich alles sehr schön noch lange ziehen mit den Verträgen, es sei denn, irgendein Spieler unterschreibt woanders. Werden wir mit Sicherheit am Montag im Stream nochmal ein bisschen drüber quatschen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal ein gutes Wochenende. Hoffentlich ein schönes Spiel mit einem guten Ergebnis für uns. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.